Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Arctic Awakening. Wir haben gerade ein Beil gefunden. Und mit diesem Beil hoffe ich jetzt, dass ich da drüben, da sind ja hinten an der Wand so komische Bretter von diesem Häuselein da. Und ich habe während der Pause zwischen der letzten Folge und dieser etwas nachgedacht. Und zwar, es ging ja darum, dass Holly nicht versteht, warum Naomi abgehauen ist. Obwohl Naomi es ganz klar gesagt hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Naomi hat es auf dieses Tonbandgerät, oh, ich glaube, das war definitiv kein Tonbandgerät, wir spielen hier im Jahr 2060 oder so, auf dieses Stimmenaufnahmegerät drauf gesprochen. Es besteht die Chance, habe ich mir so überlegt, wieso sollte sich Holly ihre eigenen Aufnahmen, wo sie halt ihre Verschwörungsblabla drauf hat, warum sollte sie sich ihr eigenes Blabla anhören? Das will kein anderer, warum sollte sie das wollen? Also es besteht die Möglichkeit, dass sie die Nachricht, die Naomi ihr da drauf gesprochen hat, gar nicht abgehört hat. Trotzdem ist sie doof. So, also machen wir mal die Bretter kaputt mit unserem feinen Beil. Zack. Okay, aber was ist das? Kannst du mir sagen, was das ist? Es ist eine Roboter-Ladestation. Oder wie? Ah. To get the clips, I mean. I believe so. This system has several orders of magnitude more processing power than my main unit. Okay. You don't say. I am already getting results back. Holly, June 2nd, 2060, log 10. Honestly, the lack of nutrients is starting to wear on me. No life can live in this environment. Not with their machines at work. Not when all alone. Just the occasional bird is all I ever see. But even they meet their untimely end before long. Is this their goal? To exterminate all non-essential life to make way for their army of enslaved machines? Are they harvesting the life-giving properties of these creatures while they play God with life extension and the advancement of a new human race? They certainly have the capability of building a death ray. This goes all the way back to Nikola Tesla's papers on ELF and gravitational waves. Nothing and no one is safe. One thing is clear. These machines are part of it. I discovered one spraying a silvery mist into the fog just last night. Then, this morning, dead birds all around my camp. This will only begin to spread as they... It's Holly. June 7th, I think. Log 13. I've continued to uncover evidence to support my core hypothesis. Weather control. This isn't some absurd conspiracy like chemtrails. This is the real deal. Advanced atmospheric superweapons. Tectonic displacement to trigger earthquakes. The source of climate change and extreme weather events for nearly a century. The weather patterns in this part of the forest are unusual. Blizzards, unending cold, in the middle of June. There hasn't been snow this far south in decades. My money's on the T-Bird station. I'd uncovered schematics on such a facility years ago, but now I've seen it with my own eyes. This massive antenna array plays games with the ionosphere. This is only the beginning of what they are capable of. Once I find a way inside. Holly here. June 14th, 2060. Log 17. Holly geht's nicht gut. Continue spraying their silvery mist. I'm certain this is the source of the sickness. My body grows weak from the exposure. My mind from the isolation. The lack of proper nutrients in this hellish environment only makes matters worse. I have now become one of their sick experiments, both physical and psychological. However, I may have made a breakthrough that they weren't. Ey, das war diese Drohne, die ich da drüben in der Hütte gefunden habe. Die hat auch so Nebel gesprüht, ne?
I'm willing to test their experiments on myself. For science. What I found is remarkable. A single drop in my failed attempt at a hydroponics lab is all it takes before... Okay. Maybe you were right. Does any of that seem plausible to you? She does seem to be going a bit off the rails. Vögel habe ich gesehen, das Wetter war so... Lass es. Well, I suppose anything is possible. We should keep an open mind until proven otherwise. Are you ready to head to this lookout point? Ja, aber ich will mich hier noch ein bisschen... Achso, wo sind wir? Wir sind da unten links bei der 1, Research. Also wir sind jetzt bei Lookout. Okay. Okay. Mach mal. Ich will mich hier natürlich noch ein bisschen... Guck mal, jetzt ist Licht an. Jetzt kann ich mich in Ruhe umgucken. And a seasoned survivalist. Oh, there's a combo. Too bad it's all dead now. Was ist das da? Ein Serum? Das behalte ich. Oh geil, dann nehme ich noch mehr mit. Gutes kann man nie genug haben, ne? Pflanzenserum ablegen. Ich habe da so eine kleine These. Oh. Okay. Mann, das war der gute WLAN-Router. Okay, das wächst immer noch. Und wächst immer noch. Oh, das ist ein... Maybe try Tunnel, Yeti, Shorter, Checkpoint, Careful. Also Yeti ist das Dingens, das so heißt. Da ist nicht wirklich ein Yeti. 4, 5, 3, 1, 2, 3, to the peak. Ja, behalten wir. Ich behalte einfach alles. Hier kann ich nichts mehr machen. Oh, da hängt noch ein Zettel. Seht ihr den? Ja. So, was ist denn die derzeitige Mission? Hollys Aussichtspunkt finden. Also, meine These ist folgende. Sie hat ja gesagt, die Roboter haben... Mach mal Platz, du Stuhl da. Die Roboter haben silbernen Nebel gesprüht. Also ich weiß halt gar nichts über die Geschichte hier. Scheinbar hat es wohl Erderwärmung oder sowas, schon ewig kein Nebel, keinen Schnee und Eis mehr in der Arktis gegeben. Die Roboter versprühen einen Nebel, einen weißen. Moment, ich habe doch jetzt hier eine Axt. Kann ich das? Jawohl. Zack. So ist gut. Nehmen wir alles mit. Ich könnte auch gleich mal was essen, ja. Eine kleine Schachtel. Das Seil nehme ich sowieso mit. Da brauche ich Konserve, die esse ich sofort. Roboter versprühen Nebel. Here, go string this up. We need to hoof it before dark. Wieso nimmst du das nicht mit, Junge? Du hast alles behalten. Achso, er hat es dem Roboter gegeben. Jetzt lass mich doch mal fertig reden. Roboter versprühen einen Nebel quasi. Es gibt hier wieder Schnee. Und das Ganze, ist es eventuell möglich, dass diese Wetterstation wirklich für Wettermanipulation zuständig ist? Ist ja durchaus möglich, aber nicht um die Menschheit zu unterjochen, sondern einfach um das normale Wetter wiederherzustellen. Ich meine, wir sind hier in der Arktis, da darf es da ruhig mal ein bisschen kalt sein, ein bisschen Schnee liegen, so, ne? Kann es sein, dass sie was gefunden haben? Also hier Pflanzenwachstum beschleunigen, okay, kann ja auch mal praktisch sein. Ich weiß halt nicht, ob es hier... Ich meine, das spielt 2060, 70 irgendwann rum. Ist die Erderwärmung so schlimm geworden, dass quasi alles ausgedörrt ist und die Wüsten sich ausbreiten? Dann wäre das voll praktisch, wenn du mal was hättest, was eine kältere Zone machen könnte. Sag ich mal so. So. Was heißt hier? Hä? Sag mal, wir haben doch hier ein Seil. Wieso tust du dich nicht an dem Seil hochhangeln? Ich meine ja nur. Also jetzt mal so ganz blöd gefragt. Hallo?
Geht doch das Seil hoch. Okay. Das ist hier halt alles nicht so einfach hier, das Klettern. Es regt mich jetzt schon wieder auf, dass wir da ein Seil hingehängt haben und er benutzt das nicht. Ja, vielleicht kann er, vielleicht ist er so doof wie ich. Ich kann auch nicht am Seil klettern. Bin ich zu dumm. Krieg das nicht hin. Du musst da irgendwie... Jetzt geh doch weg, du blödes Seil. Wenn man dich eh nicht brauchen kann. Du musst ja... Okay, ich komme zumindest nach oben. Du musst da irgendwie mit den Füßen unten so drumherum Dingsbumsen. Immer her. Oh je, uns geht's schon wieder nicht so gut, merke ich gerade. Moment, lass mal kurz gucken. Wir essen mal noch ein bisschen was, ja. Erstmal brauchen wir was zu trinken. Das ist wichtig. So, dann brauchen wir noch hier Fleisch. Kletterer brauchen Fleisch. Sagt er. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Getränk irgendwie, ne, Bier braucht man nicht, Tomatensuppe, hier, Hähnchen brauchen wir auch, Hähnchenfleisch ist lecker, lecker. Eins nehmen wir noch ein bisschen Fisch. Dann haben wir hier eine gute Diät aus 3 Sorten Fleisch. Wahnsinn, so, reicht jetzt aber auch wieder, so. Da würde ich gerne rübergehen und hier hochklettern. Jo, zieh dich doch hoch, Junge, geht nicht? Na komm. Und jetzt stehst du hier, okay? Junge, was bist du aber auch für ein mutzender Kletterer, hey, echt jetzt so. Zack, 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 wir haben es hochgeschafft, so. Auch ohne Seil. Regt mich schon wieder auf, die Sache mit dem Seil. Kann ich da hochklettern? Will ich da hochklettern, ist die Frage. Nee, beides nicht. Oh, you mean besides the hatchet I saved your tin-plated ass with? And no, not really. Just more conspiracies. So, also... Oh, actually, I did find this little guy. No clue how he's still kicking it. I named him John. I take it you are a fan of the Beatles. Classic rock is the only real music left these days. All of this new generative stuff has just lost the soul of it all. No offense, but people should be making art, not machines. You know, before the crash, I was working toward suggesting you get a pet. For therapeutic purposes. I guess we will see if John here can fit the bill. So, also, jetzt nochmal, Moment. Auch diese These mit der Erderwärmung und sowas, das ist eine These von mir. Von dem, was ich jetzt halt gehört habe, dass Holly gesagt hat. Aber das Problem bei Holly ist, was er sagt, nur weil sich Sachen zusammenspinnt, heißt ja nicht, dass nicht manche Sachen davon richtig sein können. Ich weiß aber nicht, was richtig ist und was nicht. Also wenn sie sagt, hier hat es noch nie Schnee gegeben, das gab's noch nie, muss nicht heißen, dass das stimmt. Was allerdings stimmt, ist, dass sie gesagt hat, sie hat eine Drohne gefunden, die weißen Nebel versprüht hat. Hier haben wir ja auch eine gefunden. Sofern sie die nicht selbst manipuliert hat. Siehst du, jetzt werde ich schon zum Verschwörungstheoretiker. Das ist das Problem mit Verschwörungstheoretikern. Grundsätzlich ist denen alles zuzutrauen. Auch, dass sie ihre eigenen Beweisstücke so manipuliert haben, dass sie ihnen Recht geben. Und dann glauben sie selbst dran. Let's have it. Holly here. June 20th. 22 schon. 2060. Log 22. Naomi has been missing for over 3 weeks. No leads have panned out, but I'll never stop searching until I find the truth. A small aircraft flies overhead at sunset every day. I've tried everything to signal it. This valley swallows everything, never willing to spit it back out. Signaling anything is proven useless. Well, shit. Maybe it's just a common route and not a rescue party after all. Is there more? Wir sind hier falsch, ne? Wir müssten eigentlich da oben hingehen. Wir gehen mal zurück. Not until I find Naomi. And not until I bring all of you the truth. I've become convinced that this is yet another one of their tricks.
It's all a psychological game to them. Just another one of their twisted experiments. They just haven't realized what type of player they've snared in their trip. Holly again. June 22nd. Log 2060. Log 25. My condition continues to worsen. I coughed up a gooey black substance this morning. I've been disassembling one of the sprayers. I'm convinced it's the source, though I haven't yet identified the unusual substance it produces. Naomi had an eye for these sorts of things. Holly, June 23rd, 2060, log 26. Communication tests to and from the ham radio continue to be jammed. All unauthorized communication appears impossible. Well, nearly impossible. But no system is perfect. There are pockets where the jamming is weaker. My experiments may help me track down where their signal originates. Or I may even find a way to bypass their jamming signal completely. Only time will tell. Static in a sea of nothing is still something. Okay, erstmal ein bisschen atmen. Wie man links oben sieht, unser Hirn ist schon ziemlich leer. Okay, weitere These. Moment. Was, wenn das hier wirklich eine Sperrzone ist? Maybe she'll tell us where she stashed that ham radio. Though I doubt she left it behind. Moment. Perhaps I could eventually detect these pockets she speaks of. There is just one more recording, other than the encrypted blocks. Holly here. An incredible breakthrough today. The date is around the end of June, and this is log 30. Naomi is alive, just as I hypothesized. They've taken her for further experimentation, for human trials. Communications are still jammed, but the lookout on the opposite side of the valley seems to at least partially occlude the jamming signal. Da gehen wir ja gerade hin. They quickly found the flaw, but not before Naomi described a facility within the mountain where she's being held. That was enough. I'm going to find Naomi. I'm going to save her. We're going to get out of this place and reveal everything to all of you. The truth is near. She's nuts, right, Doc? In your professional opinion, what would you diagnose her with? Like schizophrenia or something? Unfortunately, I am not a doctor. I can talk with you, but I cannot diagnose anything. That's beside the point. No way in hell does her missing friend show up after a month. I believe she is telling the truth. What reason does she have to lie? Who cares if she had a reason to lie? How does any of this get us closer to finding Donovan? We're following the ramblings of a crazy person. Even a mind that is lost can reveal truth. You just might have to listen a bit more closely. Or it can send you on a wild goose chase and cause you to lose critical time and resources in pursuit of something that isn't real. Let's just get this over with. I'm sure we'll find our big red-headed asshole just sitting there, and he'll go on about the reindeer sausage at that damn bar on 5th again, and we'll all have a good laugh. Okay, ist zumindest hier ein Zelt. So, jetzt pass auf. Meine These, die ich noch fertig bringen wollte. Was, wenn dieses Areal hier wirklich gesperrt war? Und zwar aus dem Grund, dass sie wirklich Wetterversuche gemacht haben und dass sie wirklich wussten,
die können gefährlich sein. Und deshalb hat hier keiner hinzugehen. Wir versuchen hier, das Klima wieder in den Griff zu kriegen und wieder verschiedene Zonen auf der Erde, dass es hier eine kalte gibt, dass es hier eine heiße gibt, dass in der Mitte eine gescheite Zone ist, wo es nicht zu kalt, nicht zu warm ist, was, wenn sie das wirklich hinkriegen, aber wissen, dass das gefährlich ist für Menschen und für Tiere. Die Tiere können sie aber nicht rausholen zum Großteil. Und deshalb gehen sie hin und tun das Zeug hier versprühen. Und deshalb sagen sie, ey, geht da nicht hin, das ist da lebensgefährlich. Aber natürlich gibt es dann Leute wie Holly, die sagen, die wollen uns einen Chip einpflanzen und dann werden wir alle Roboter. Könnte sein, könnte nicht sein. So, und somit sind wir ganz tief in den Verschwörungstheorien. Und ich bin mittendrin und mach mit. Super Sache. Okay, das sieht mir aus wie Laborausrüstung. Die schmeißen wir erstmal, oder? Kann ich die mitnehmen? Nee, dann schmeiße ich sie. Aber hier ein Drohnenteil. Ja. Noch ein Drohnenteil. Was ist das da? Drohnenteil, Drohnenarm. Kann ich dich mit diesem Arm bedrohen? Das scheint mir einfach nur ein Drohnenarm. Hey, komm mal her, hab was für dich. So. Ich sehe jetzt hier zumindest nichts. Was? Drohnenauge? Das da? Hallo, Drohnenauge. Zack. So, das scheint mir interessant zu sein. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie irgendwas finden zum Essen oder so. Wie sieht es eigentlich mit unserem Hunger aus? Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, dann essen wir noch ein paar Nudeln. Wenn das Zeug wegkommt. Nein, ist schon in Ordnung, reicht schon. Guck, bin 3/4 voll. Aha. Ah, da sind wir ja wieder in gewohntem Territorium. Gepfählte Roboter. Oliver hier. Ja, Baller. Also, wir gehen jetzt weiter oben auf den Ausblick. Was sieht? Ich schätze, es geht um diesen Ausblick hier, wo sie gesagt hat, dass da das Radiosignal nicht gestört ist. Wie gesagt, nach meiner These, die ich nicht belegen kann, ist es durchaus möglich, dass es halt wirklich so ist. Und hier, Sperrgebiet hier, nicht durchfliegen. Warum sie dann allerdings Flugzeuge vom Himmel holen, abschießen oder abschneiden, Teile vom Flugzeug abschneiden, keine Ahnung. Und müsste das dann nicht, also wie sollte man das, ich weiß nicht, Abfangjäger vielleicht oder so, die sagen, ey Junge, mach dich da jetzt raus, sonst kriegst du Probleme. Ich würde halt nicht hingehen, wenn ich Wissenschaftler wäre oder so, würde ich nicht hingehen und sagen, so, wir bringen alle zum Absturz und töten alle. Das wird sich eventuell rumsprechen und dann sind die Leute, denken dann, was machen die da? Das muss ganz geheimes Zeug sein. Oh, da stimmt was nicht. Und dabei machen sie wirklich nur vielleicht gute Wissenschaft, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, weiß ich nicht. So. Junge, müssen wir den ganzen Weg da hochgehen? Hoppala. Ich hoffe, dass wir dass es da einen Aufzug gibt. Es ist schon weit, ne? Aber das sind ordentlich Sonnenkollektoren. Guck dir das mal an. Das sind hier ordentlich Sonnenkollektoren. Da könnte man dann davon ausgehen, dass da genug Sonnenkollektoren sind, um vielleicht auch einen Aufzug zu betreiben. Das wäre schon irre praktisch. Ich höre mich an wie ein Ami. Was? Wo soll ich denn hingehen? Also, na, kacke, ich dachte jetzt wirklich, dass es hier ist. Aber da hinten ist auf jeden Fall irgendwas. Ich höre mich an wie so ein Amerikaner. Ey, wenn es hier keine Rolltreppe oder Aufzug gibt, dann gehe ich da nicht hin. Nee, also hier sind wir richtig, denn hier gibt es Licht. Hoppala. So. Ja, ist das, ne, also das ist schon krasse Felsenformation, kann man auf jeden Fall sagen.
Okay, also die Richtung, die ihr angibt, ist quasi unnötig, denn wir sind hier, es gibt nur eine Richtung. Leider nicht aufwärts, wie ich das dachte. Jetzt sind wir hier mal ein bisschen vorsichtiger. Nee, B3, passt aber ein bisschen auf, gell? Das sieht mir aus wie eine Tierfalle. Soll ich die mal kaputt machen? Sollen wir mal Fuß drunter machen? Nee, machen wir besser nicht Fuß drunter. Ich glaube, ich habe keine Stahlkappen an, die würden doch rosten hier in dem Wetter. Vielleicht Lederkappen in den Schuhen. Vielleicht habe ich auch gar keine Schuhe an. Siehst du? Ich habe gar keine Füße. So, also wir kommen irgendwo auf jeden Fall hin. Aber frag mich nicht, wo. Aha. Geht's hier vielleicht jetzt halt hoch? Es wäre halt mal Zeit, weil ich muss ja nach oben. Weißt du, da oben muss ich hin. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir laufen um den Berg. Ja, ein bisschen aufwärts geht's jetzt schon. Aber so generell, aber auf der anderen Seite... Wir kommen schon näher an die Spitze. Okay, wir laufen also um den Berg schön drumherum, oder wie? So. Hat sie hier Picknick gemacht, oder was? Ja, nehmen wir gleich mit, ne? Hätte wenigstens ein bisschen heißes Wasser drauf machen können. Oh, ein Getränk gibt's auch noch. Das stimmt gut gekühlt. Hinterher kann man gebrauchen. So. Na schön. So lasse ich mir das Wandern gefallen. Ich bin einmal mit meiner Freundin wandern gegangen. Also so, komm, wir gehen ein bisschen wandern. Es war Sommer, es war sau heiß. Und dann sagt er, komm, wir gehen ein bisschen im Wald wandern. Da ist es kühler im Wald. Stimmt ja auch irgendwie, es ist schattiger, aber es bewegt sich da kein Wind. Es ist also, da steht die Luft halt. Ja, jedenfalls sind wir wandern gegangen. Und ich als guter Pfälzer, ne, ich bin ja hier der Oberwanderer. Und ich sag so, ja, pass auf, wir gehen da und dorthin, das ist hier in der Nähe. Ist es auch, ich weiß nur nicht, wie man hinkommt. Und wir sind, ich glaube, 4 oder 5 Stunden im Wald rumgewandert. Also wir haben uns nicht verlaufen, ich wusste immer, wo ich bin. Ich wusste aber auch, wo ich hin will, aber nicht, wie ich hinkomme. Und deshalb sind wir da irgendwie Wald gewandert und immer aufwärts. Und wir hatten nichts zu trinken dabei. Und so, Junge, das war schon irgendwie... Wir wollten aber auch nicht zurückgehen, weißt du? Das war diese totale Dummheit. Ey, ja, okay, komm, wir gehen wieder zurück. Nee, wir haben's bald, weißt du? Und Is that what I think it is? oh, It does shit. appear to be a person. You apparently owe someone an apology. Donovan! You okay? Ist das Donovan? Das ist der Rot. Shit. That's not Nee, Donovan. das ist nicht Donovan. She never found rescue. Maybe she found what she was looking for in the end. Her encrypted message likely has the answer. She did say that only Naomi has the key, however. Not a bad place to go. She got through on this radio somehow. Maybe we can too. Was hat sie denn? Keine Ahnung, vielleicht ist das Mikrofon oder so. Guck mal, die hat auch diesen schwarzen Schleim, wo sie gesagt hat. Ja, komm, den lassen wir ihr. Sie wird es brauchen. Okay. Bimbam? Was macht hier Bimbam? Oh, cool. Ein kleines Taschensynthesizer. Kann ich da drauf spielen? Den wird es jetzt nicht mehr brauchen. Aber ich auch nicht. Ja, ich meine, ne, wir klauen jetzt ihr natürlich das ganze Zeug. Aber sie wird es halt wirklich nicht mehr brauchen. Und uns kann es beim This looks Überleben like a helfen. password. Lowercase g, $, pound, uppercase h, lowercase z, underscore, 1, 2, lowercase c. Was ist Pfund? Any Das luck? ist diese Unfortunately not. ist das eine Trommel? Okay, haben wir sonst noch irgendwie, was ist mit dem da?
Log 37. Huh. That must be the last one, right? Try EFGAB. Yes, that may be the final log, but that does not appear to be the key. Denn diese ganzen Musikinstrumente her. Never was any good with these things. Okay, das ist ein Traumfänger. Ja, behalten wir trotzdem. Da ist noch eine Trommel, weißt du, das hat mich... das ist eine Flöte. Achso, ich dachte, das wäre der Drumstick. Well, nobody ever accused me of being musical. Ja, die Trommel willst du nicht nehmen. Jo, nimm die Trommel, das kriegst auch du einen Ton raus. Oh. I think you should look at this. Kai, over here. Seems too obvious, but maybe Naomi is the key. Try Naomi. Too obvious indeed. I am afraid that did not work. Okay, ich komme gleich. Wir werden jetzt aber erstmal ein bisschen durchatmen, ja? Oh, da drüben ist der Turm. Das seht ihr jetzt halt nicht, aber gerade hinter dem Atemding ist dieser Turm da, wo Donovan beschrieben hat. So, wir haben übrigens immer noch nicht geklärt, was mit Donovan ist. Sie redet mit keinem Wort von Donovan. Und nicht ein Wort verliert sie über andere Menschen oder so. Sie hätte ja sowas sagen können wie ja, da ist eine andere Person und die beobachtet mich oder so und was weiß ich was. Aber nee, kein Wort, sagt sie da drüber. Okay, dann gehen wir halt mal gucken. Ja, aber hier waren wir doch schon. Oder was? Oh. Ein Medaillon. Achso, ja, den Schlüssel da jetzt rein. Das ist eine schöne. Hey, Naomi. Holly here. The date is somewhere around July 7th, 2060. I think this will be my final log. Number 37. I've never stopped looking for you. Or for the truth. Everything I've searched for. Everything I believed in. It was all here. I just wish I could have... I just wish I could have shared it with you. Don't let them silence us any longer. The tower and ice is the only way to be heard. Reach the top of Nessie, and you'll reach the world. I've hidden everything I uncovered for the one that means the most to me. Listen, it's all an illusion. Don't allow them to blind you to the truth. The key to all of it lies at the peak. Don't forget to step lightly. To share this with the world is now yours to give. I know you'll do what's right. Love, yours forever. Holly. Und wie immer haben wir mehr Fragen als vorher. Was hat sie denn jetzt gefunden? Oh, Mann, dieses Spiel macht mich fertig, weißt du? Das plätschert immer so vor sich hin, also wirklich so, es plätschert vor sich hin, man kann es nicht anders sagen, so, ja, lauf von A nach B, es passiert nicht viel, aber immer am Schluss, oh Mann, jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant und dann die nächste Episode, oder wie man das dann nennt, dann so, was plätschert wieder. Aber es ist halt gerade interessant.
Mann. Okay. Sie sagt, sie hat Beweise dafür, dass Naomi noch lebt. Da wissen wir jetzt nichts drüber. Wir wissen auch nichts über Donovan. Wir wissen im Moment gerade gar nichts. Wir wissen genauso wenig wie vorher, außer dass Donovan verschwunden ist. Hat Naomi Donovan vielleicht? Kann ja sein, dass Naomi noch lebt, aber hier auch nicht rauskommt, aber weiß, ey, ich muss hier überleben und guck mal hier, da ist ein lecker Donovan-Hüfter. Nein, eigentlich, sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen, eigentlich dachte ich so, ey, der arme Typ, den können wir retten. Der muss hier auch, da habe ich einen zum Labern oder so. Wir werden es sehen und wir werden dieses hier abbrechen. Also, den Abspann meine ich. Habe ich ja gesagt, den Abspann werden wir uns nicht dauernd angucken. Okay, das war, glaube ich, die zweite Episode. Dann machen wir morgen weiter. Und ich hoffe, dass wir morgen ein bisschen mehr alles kriegen. Wir wissen zum Beispiel auch gar nichts über uns selbst. Ja, wir haben eine Familie, aber irgendwas mit einem Krieg und dann, was machen wir hier überhaupt? Ich hoffe, dass das irgendwie aufgeklärt wird. Ich hoffe es wirklich so. Wir werden sehen. Bis morgen. Danke, schaltet wieder ein und tschüss.